Guten Morgen, Sola. Welcome hier. Dankeschön für die kommen. Das ist Sonntagsmorgens. Mir freut, dass ihr hier seid. Dankeschön für all die, die online sind, uns von weit aufchecken. Ja, vielleicht hier dicht bei, wo immer ihr seid. Dankeschön für diesen Sonntag-Portmerken von Jün Vermerkt. Mir freut, dass ihr hier seid. Wir sind in einer Reihe von Botschaften von Ieescht bäden. Wo wir das Leben loten, wo wir uns Leben loten, wenn wir Ieescht bäden. Und so viel Sonntag fange ich an mit dort. Und ich kann zurückgehen, wenn ihr wollt dort harken. Wir sind auch in der März, oder wir sind in 7. Tag actually von unser 21 Teil von Bäden und Fasten. Wir als Kirche haben das all für 5 Jahre getan. Und so, wenn ihr noch nicht angefangen, ihr braucht euch nicht schlecht fühlen und sagen, well, ich kann nicht angefangen, dann warten wir nicht. Ich kann nur noch anfangen, wenn ihr wollt. Bis zu den Port merken von der ersten Port von Junior, dort ihr Titel sieht, zum Bäden und Fasten. Das andere Ding, was ich will sagen, was ich gehört denke, erst Anfangsjahr, dort ist eine Vision, Bürg durchgehen, aus einem befriedeten Lied, aus ein paar Lied. Wir haben diese Bürg ja da bei den Informationen, das Erfrischung Bürg ja, das ist ein Bürg, was ich kann durchgehen und einen Plan merken für das nächste Jahr, was ihr alle will tun. Und das ist ein bisschen sehr guter Guide, eine Guia für uns, so gut nach der Information, das holt das Bürg, fortrüht, vielleicht ein Tag oder ein paar Tage, was immer das braucht, gut das durch, das was ihr halten, einen klaren Plan haben für das neue Jahr. Und das ist auch ein Bürgerkrieg in den Sinn, das nennt sich Living Intentionally, das ist für die jungen Menschen, die noch nicht befreit sind. Und das ist für ihn gut, holt ihr das Bürger, merken Plan für ihr Leben auch, das was ihr halten, zum klar anfangen. So, eigentlich, was ich auch will sagen, ist, zu den Männern, die sind zurückgekommen, den Donnerstag für die Gebetszeit, vielmal Dankeschön für das. Wir haben 67 Männer, die zurückkommen zum Beten und anstehen für die Jugend hier und für Familien und was immer das alles ist. Dankeschön für die Rückkommen. So, diese Werk, Donnerstag, wo das war, sind, 7:30 morgens, bringt ihr Jungs mit, da was zum Eten sind, so kommt für diese Gebetszeit. Ein anderes Ding, was wir tun und was wir tun, ganz bald einen Monat, und das ist 21 Tage von Fasten, ist, wir haben eine ganze Gruppe Menschen von uns, die freiwillig gesagt, ich würde dem Korridor vor und anstehen im Gebet. Wir nennen das einen Prayer Drive, oder wir vor und beten. Und so wir tun von Rubio, bei Cocktail fahren, some tun allein, some sind mehr und 41, einer wird fort, some wird mit vor und beten. Und so wir haben Ferienweg angefangen, wir werden ganz direkt diesen Monat tun. Und so, wenn die auf dem Weg sind, dann denkt ihr so, somebody erst all die Wasser den Tag, die wird dann nach der Länge vor und wird beten. Wir werden beten für die Geschäftsmänner, das Geschäftslied, was die Geschäfte ihnen, und für die Obrigkeit und für die Menschen, die angestellt sind, und für die vielen Menschen, die jeden Tag am Korridor sind. Und so, das ist ein gutes Ding, wo wir können das unsere Jugend, unsere Community dienen mit anstehen im Gebet. Ich habe diese Botschaften von Ieescht beten. Der hat genommen aus dem Buch. Chris Hodges, das ist ein Pastor, der hat das geschrieben, Pray First. Er hat mein Material und das. Ihr könnt das Buch hier raufholen, wenn ihr wollt, scannt und mit eurem Phone, könnt ihr das raufholen, könnt ihr das typen. Bei mir hat das sehr viel geholfen. Über die letzten paar Jahre habe ich das einen Guide gebracht und mir hat das Buch viel geholfen, um zu lernen, wo zu beten. Ich wusste das von klein an, dass ich soll beten und ich war auch in einem Heim ab, wo gebet wird, der lädt unsere Morning Devotions, oder wie würde ich sagen, die Morgenandacht. Und vielmal wird Dad beten, und habe nicht so vielmal uns als Kinder gefragt, dass wir sollen beten, aber wir haben gelehrt bloß von einem Herrchen, das er betet, und das gibt all invested in Model, so ich war ab mit dort. Und aber als ich ein Jung war, vielleicht 10 Jahre alt, dann reisen wir mal nach Kanada, und wir werden bei unserem Onkel und Tante, die war danach in Samarias, wieder eine Marienandacht. Und der Onkel, der leitet dann an, und dann sagt er, nu wollen wir anfangen zu beten. Wir waren ganz rum an der Tisch, jeder einer soll beten. Und mein Hart hat reicht meist auf, ich weiß nicht, was soll ich sagen, was soll ich beten, was Gott geben mir, was ich weiß nicht, ich habe Gott gefragt, ich wusste bis was ich sagen soll. Ich grüll mich ganz, grüll ich sage, was würde ich soll sein. Aber ich kick einmal beten nach Dad, somebody else beten, er duckt bloß nach mir, mit dem Kopf ist es bei mir werden, so ich habe something gesagt da. Als ich ab war in meinen Jugendjahren, even in einer Sonntagsschule, als ich ging, dann würde die Lehrer auch mal einmal sagen, wir waren in den Kranz beten, und dann soll ich einen Hangtop tragen, dass die nächste Woche nicht soll die beten, oder den anbuchsen oder was immer. Ich weiß nicht, wo jemand denkt, dass ich das belebt habe, aber mir fällt sich so einmal traf das so, dass die andere Woche rumging, und dann muss ich das letzte beten, ich habe alles gebeten. All mein Material, was ich weiß, für was ich beten will, habe ich alle für gebeten. Was soll ich nur noch sagen? Und dann wir das haben, was das sehr fein verstanden zu beten, und wo soll ich beten? Und das wäre eine Zeit, wo ich
wenn ich zurückkicke, dass wir eine Zeit, wo ich meist Angst hatte, nach der Sünderschule gehen werden, was dann, wenn sie mir war, Frau zu beten. Und so, some von uns, wir haben auch gelernt, Gebet auswendig lernen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Ding, wenn wir Gebet auswendig lernen, Dash oder für Schluppen gehen oder was immer, das ist ein gutes Ding. Aber ich glaube, Gott, der will mehr als dort von uns. Er will einfach eine Gemeinschaft haben mit uns. Er will mit uns vertrauen. Und das soll nicht bloß ein auswendiges Ding sein. Er will einfach mit uns vertrauen. Ein anderes Ding, was ich lehre, eine Lehre, was wir, dass ich ging wieder, dann wird gesagt, dass einer soll wenigstens eine Stunde beten. Und ich bin jung, ich will gern wissen. Und ich glaube, den Vers hat sie genommen, vielleicht von, wo Jesus nach der Jünger kommt und sagt, kann ich nicht eine Stunde wacker bleiben? Und dort meinen sie viel, kann ich nicht wacker bleiben? Jesus kann eine Stunde beten. Ich probe so, sei es ein junger Jung, ich probe den für Schluppen gehen, dass ich nicht würde anschluppen. Und ich versuche, im Beten zu bleiben. Ich glaube, ich habe 5 Minuten gebeten und ich schleife an. Ich kann bloß nicht eine Stunde beten, ich fühle mich sehr schuldig darüber. Und so, das ist nicht, wo wir beten, wo lang oder was für eine Zeit kriegt, bloß, das ist wichtig, dort wir das tun. Ich frage meinen Freund und stelle dir zurück, wo denkst du dort mit all den Dingen, was du im Drehen hast, und Arbeiter und Farmerie und alles, was du im Drehen hast, geschafft hast, wo denkst du dort, dass du eine himmlische Aussicht haben magst, dort alle, dass du Gott Nummer 1 hältst in dein Leben. Und er sagt, kriegst du hast, ich sage zu mir, er sagt, das kommt von der Zeit, wo ich Samaris mit Gott habe. Er sagt, in seine wieder, das schält alle von da, wo ich Gott traf, Samaris. Und er sagt, das ist kein so ein Ding, wie sagen, na, ich kann nicht Zeit, ich will bloß 5 Minuten oder ein bisschen beten. No, er sagt, er nimmt eine längere Zeit und er horcht und er schreibt Dinge ab und er redet mit Gott. Und so, ich fuhr da weg, wenn er sagt zu mir, wenn du sagst, dass du nicht Zeit hast, er sagt, für wem schaffst du dann? Für wen Recht schaffst du dann, wenn du nicht Zeit hast? Und ich fuhr da weg und ich dachte mir nur, dort in der Zeit, wo ich in der Geschäftswelt wäre, wo ich Menschen habe gelernt, Menschen vielleicht in meine Absicht wäre, so zu sein, wo ich lehre. Ich kann noch mal den Vormann gefragt, in der Geschäft, hast du Zeit mit mir treffen? Und er sagte, no, ich habe gleich Zeit. Und ich sagte, kostet nur mehr. No, mir passt das nicht. Ich hoffe, morgen, wo ich morgen kann mich treffen? No, ich habe es nicht Zeit. Und mir fällt das bei, dass ich dann noch mal gedacht, für wem schafft er? Es ist für wem schafft er, wenn er nicht Zeit hat, damit ich kann sagen, was wir das nächste Welt tun. Und vielleicht hat Gott einmal das dazu noch mir und die kijkt und sagt, ich wundere, für wem der schafft. Für wen Rick schafft er? Der sagt, er hat nicht Zeit, der kann nicht mit mir reden, er hat es nicht Zeit. Für wem schafft er? Was ist am wichtig? Ich habe einen anderen Freund, einen Pastor, und er sagt, dass jeder Tag Licht auf der Flur. Er legt sich bloß einfach mal platt durch und er liegt auf der Flur und ich sage, was ist das dort? Und er sagt, bloß zum Gott das Wesen. Ich lege mich durch, ich habe mich gedemütigt, ich habe mich geknallt für die, ich lege mich durch auf der Flur. Und er betet es dort zu Gott. Ich sage, dort schaffe nicht für mich. Some die knien, verschiedene Wege. Ich glaube, some von uns sind abgewassen, zu knien, even in der Kirche. Ich wasche es dort ab. Und das ist ein sehr gutes Ding. Ich glaube, das ist gut, wenn wir ab Knien sind. Das ist ein sehr gutes Ding. In der Kirche passiert es manchmal so, wenn ich kurz angeschluckt wird, dann bullert es, dann hat er sich alle durchgeknallt, wie das meist nicht angeworden. Aber das ist ein gutes Ding. Und das ist nicht, dass wir alle mit der Krieg überreinigt sind. Wir müssen den Weg finden, wo das wichtig ist für uns, wo wir uns so feilen, das wo ich mich bis bei für Gott und das, wo er mich hielt. Und so, wo sollen wir dann beten? Die Frau ist, wo soll wir beten? Und die Jünger, die hörten auch, die fragten Jesus, wo soll wir beten? Und Jesus, der sagt, bet ist das. Und er braucht ein Model, oder wie würde ich sagen, er braucht ein Master, und nur diesen Master nur soll je beten. Und das ist das Gebet, was wir viel von uns auswendig gelernt. Uns Vater in den Himmel, die Name soll heilig geholt werden, und dann steht so gut, wir dort allein. Und wir haben das auswendig gelernt und das ist ein sehr feines Gebet. Aber Jesus und Gott, der will haben, das soll mehr sein, als das bloß auswendig lernen, 30 Sekunden. Wenn du das was Eva lesen, ich glaube, das geht ungefähr 30 Sekunden, dann hast du den Vorrang ans Himmel, Eva gesagt. Und das ist ein gutes Ding. Bleib dabei, wenn ihr das tun, bleib dabei, das ist ein sehr gutes Ding, das ist ein guter Model. Wo du etwas zu reden, wenn du sagst, ans Vorrang in den Himmel, dann hol ein bisschen still und denk bis an, und sag bis, Gott, danke, dass du mein Vater bist. Dat du, ik kon abchecken, dat du kannst das Gebet brauchen als ein Model. Das ist nicht, dass das Kreuz ist, dass man bloß allein gehen. Das ist nicht, dass das bloß 30 Sekunden sein. Gott, der will mehr als 30 Sekunden für die Mahlzeit oder für den Schluppen gehen. Ich mag das nochmal, wenn wir in einem Restaurant sind, Menschen sind meist zu blöd zum Beten und sie kicken ein klein bisschen drauf und kicken ein bisschen boven über die Brille und kicken für ein paar Minuten oder ein paar Sekunden, soll ich sagen, drauf. Und ich denke noch manchmal so, bet bloß.
Das ist dann. Dank bloß Gott für das Eten. Wenn ich sehe, mit Menschen Töpfe, was der Unterschied. Wenn ich nach Menschen Raum sind, ich weiß von einem Schaßmann, der Unterschied. Wenn ich mit einem Töpfe ete, hey Dank, krieg du, hey Dank für das Eten. Der Unterschied, wer der Raum ist. Heißt nicht bleiben mit dort. Und ich persönlich, ich noch mal, wenn es so sehr laut ist und jetzt nicht zu hören, die anderen, das können sie mir nicht mal so reich hören, dann würde ich bloß eben Leute sagen, ich sehe dort Eten, lasst das alles schein schmecken und nehmt das Eten. Aber ich glaube, wir sollen nicht blöd sein mit Beten. Gott, der will eine Gemeinschaft haben mit uns, das soll nicht bloß ein auswendig lernen sein. Und ich weiß, dass sagt, dass wir sollen die Gewehren ab uns nehmen, die Brustschild, die Helmet, die Schau, das Belt selber uns anholen. Und das sind alle Dinge, die uns selbst jenst und uns beschützen. Das wollen wir uns dort selber antreiben, das sie Gewehren. Das schwierig erst auch. Aber das ist nicht so sehr, dass wir uns beschützen, dass andere Dinge sind. Und er sagt, das alle, diese Dinge, die ihr abnehmen, das alle dort im Gebet, bet Gott um Hilfe, bet immer, wenn der Jesus dort anmont. Und auf Englisch sagt er, pray in the Spirit. So wir brauchen nicht bloß verdortig zu können, oder auswendig, was gelehrt haben, wir können bloß durch den Tag durchgehen. Und der Jesus kann wir bloß einfach beten. Uns fällt hostig, was uns befällt. Dann beten wir. Wir brauchen nicht, wo apart gehen oder was immer. Wir können irgendeinen Tiet beten und dort sind sehr gute Dinge. Bleib wacker und hielt nicht ab mit beten. Wir sollen nicht ab hier. Hielt nicht ab mit beten. Wir sollen wacker bleiben. Aber von der hat mir eine Geschichte vertellt von den Israeliten nach Gott kamen. Aber ich will anfangen mit der Geschichte. Das Überschrift von meiner Botschaft, den nenne ich das Aunbädungszelt, oder das Gebet von das Aunbädungszelt. Und Gott erlaubt Moses, dass er die Israeliten aus Ägypten leiten, das wir anfangen. Und some schreiben, die sagen, es sind 3 Millionen Menschen, some sagen 4 Millionen Menschen, die Moses da soll leiten, los von Pharao seine Sklaverei, dass wir alle Sklaven, er musste schaffen für ihn. Gott sagt, leide nach das Land Kanaan. Und wie weit dort, sie kommen bei das Rote Meer, Gott merkt das Meer auf, das wird dann, sie können durchgehen ab 3 Jahre, nur dann sind sie bei den Berg Sinai, dort wo sie die Tieren geboten kriegen, Gott, Moses die Tieren geboten. Und dann sagt Gott, dort bietet mir eine Kirche, wenn wir reisen dann, wenn ich sage, halt still, dann stellt das die Kirche ab, oder das ist ein eine Stiftshütte, oder ein Tabernakel, und ich nenne das von der das Aunbädungszelt, das ist auch eine Übersetzung. Aber Gott, der sagt, ich will die Läden über Tag mit einem Wald, und dann blieb ich gehen danach, wo ich Läden mit 4, und wenn ich still halte, dann halt auch still, und dann stellt das die Kirche da ab. Stellt das die Kirche da ab, und das, wo ich will, mit ihnen reden. Und das, was er sagt. Lot für mich ein Heiligtum gemerkt worden. Das Heiligtum, das meint die Stiftshütte, oder die Kirche, oder der Aunbädungszelt. Das, was er will haben, was soll gemerkt worden werden. Wo wen? Dass ich da in jener Mad wohnen kann. Ich will mit ihnen taub sein. Das, was Gott dann sieht. Und Gott hat noch nicht geändert. Er will von der noch einmal mit die taub sein, mit uns taub sein, dass ich kann in jener Mad sein. Er läuft uns. Er will mit uns taub sein. Er ist ein bisschen so, dass er will die erste Stadt haben. Er ist aufjänstig, hat Gott erwacht. Er will mit uns taub sein. Büten steht, wo ich kann mit ihnen taub sein. Und dann sagt er, merkt die heilige Wohnung und alles, was danach geschieht, kriegst du, als ich die dort war, den Plan, das ich den Plan war geben. Er kriegt einen Plan in Detail, was da alles für Meibeln sollen ankommen. Mir hat die Meibeln bei Eva zu gehen, oder wie wir können sagen, vielleicht die Bereitschaft, was danach geschieht. Und so, das ist ungefähr so, das wird vielleicht keine Leute haben, viele Bilder sind da, was das kostet nur sein, was wie ein Tent, oder ein Zelt, was da oben wird, der ganze rundum wir oben. Und wenn die hier so im Hof nähen kommen, das sind die Porten, wo sie nähen kommen, das ist hier der Fährhof, und ab dem Fährhof hier wird der große Altar, das wo sie die Schuppen, Tiere mussten schlachten, und wir Blut und all die Dinge, hier wird die Tiere abgetan, hier wird geschlacht. Nächste wird eine große Waschkamm, hier ist sich reinigen, hier wird gewaschen, dass sie rein wird, körperlich alles, dass sie rein wird. Und dann wurde es dann durch diese Gardinen durchgegangen, das ist nicht, das ist mit der und so dann gingen sie in das Port an, das nahmen sie das Heilige steht. Nicht das Allerheiligste, das hier. Das hier eine Heilige steht. Hier wird 3 Bieter Meibeln bauen. Ein ist die Tauchlichthalle, oder die Menorah, sei auf Englisch, das wo die Tauchlichter brennen. Und dann wieder ein Dash, wo das frische Brot wird. Gingen sie da vorbei, wo das frische Brot wird. Und dann wieder noch ein Altar. Und da riecht ja scheinet Geruch. Das wie bis scheinet Geruch, was da riecht. Wenn sie durch vorbei wird, das ist vorbei,
dann können sie diese Karten aufmerken, das ist ein Veil. Das ist das, was der aufreiht, dass Jesus starb für uns. Und meine dienen Sünde betont und reitet hier das auf, dass wir alle können Glück nach Gott gehen. Wir brauchen nicht diese Dinge alle erstellen, wir können bloß Glück arm treffen. Und wir können eine Gemeinschaft haben mit arm. Aber dann gehen sie hier durch diese Karten, nur wir noch einbieten, Meibel der Band, der Bundeskost oder was immer, das, wo sie Gott treffen. Das, wo sie können arm treffen, das, wo sie mit arm reden können. Und das ist, was er sagt. Der Herr, der redet direkt mit Moses. So ist ein guter Freund mit den anderen. Das ist zwei Freunde, die wir reden. Dus vielleicht habe ich die Idee, dass das blitzt und donnert, dass wir rücken und all diese Dinge, vier, ich weiß nicht. No, ich stelle mich so vor, wie ganz gemütlich. Das wird vielleicht sein, ein Ambiente was, wo immer wir uns das dann können vorstellen. Aber ich stelle mich so vor, ein guter Freund, wenn er mit den anderen Freunden redet, der hat ein Bein übereinander und der redet. Einer mit den anderen, wie würde ich können sagen, Gesicht zu Angesicht, redet Moses da mit Gott. Und wir können vielleicht sagen, okay, so das ist all in das Alte Testament, das hat really nichts mit uns zu tun. Das hat wirklich nicht, wenn von da ist Jesus starb, ging der Gardin ab, wie kann arm angenommen, wie kann bloß Glück noch vorkommen, das ist ein sehr gutes Ding. Aber ich habe gedacht, was dann, wenn wir den Prinzip würden, auch herangehen, die Staupen, was sei der Länge ging, was sei Gott treffen, wenn wir dort würden auch in uns Gebet. Und ich wollte Ihnen von der aus haben Staupen wiesen, was wir würden können brauchen, wenn wir zu Gott kommen in uns Gebet. Das erste ist der bitterste Hof. Der bitterste Hof, wenn sie da näher kommen. Das ist der Hof, wo wir Gott danken. In anderen Worten, wenn wir in Gebet kommen zu Gott, das erste Ding, was wir tun, ist bis Gott danken. Bis einfach Gott Dankeschön sein, für wer er ist, für die Dinge, was er uns gegeben hat. Wenn ich glaube, der Fehler, was wir nach mir einmal merken, das ist, dass wir nach Gott kommen mit unserer Gebetsliste und sagen, hier ist meine Liste, das, was mir fehlt. Ich hoffe, du merkst der ab, mir fehlt das, was von der noch passiert, und sei was Luther. Meistens dort. Wir kommen bloß nach Arm und sagen, das, was es steht. Und wir können das tun. Das geht nicht wie es, wir können das tun, wir können Glück noch voran, Herr horcht noch uns. Und ich stelle mich so vor, aus dem Dad, aus dem Vater, der sagt bei in sein Haus auf dem Stuhl, und die Kinder, die kommen angerannt, mit Blatt geschaut, und die sind abgerecht, und die sagen, hey, kannst du uns halten, und wir bühen das, und wir halten auf dem Dach, und dann werden wir nur dem ein Eiscreme, kannst du uns ein Eiscreme vorholen? Und der Dad wird sagen, oh, warte mal, wo bühe ich was? Das Wort geht an, und von was rede ich, von wo ein Eiscreme? Und ich würde dann beten, wie viel Mal sind wir noch Gott gekommen, bloß mit Blatt geschaut und sagen, das, was mir fehlt, und halt mich mit das. Das gute Ding ist, wir können das tun, aber ich will Ihnen von der bloß Motto sprechen, dass wenn wir zu Gott kommen, wir uns Zeit nehmen, und in den bittersten Hof, das erste, was wir tun, wenn wir am Treffen, im Gebet, dann bis Gott anfangen zu danken, wer er ist, was er tut für uns. Und wenn wir nur ankommen, dann bist du Gott sagen, Gott, du bist mir nicht schuldig. So, du hast mir alles gegeben, ich bin dankbar für dich, ich danke dir. Und wir können das verstehen, dass Dankbarkeit, das meint, ich habe alles, was mir fehlt, ich habe mehr, was mir fehlt. Danke für die Familie, danke für mein Leben, danke für die Kirche, die ich haben, danke für die Gesundheit, danke für die Ernährung, die ich habe, für das Geschäft, was ich habe. Wo wenn? Because we enter in his gates with thanksgiving. Wir kommen durch die Porten mit am Loben und Danken und sie in Verhaft nehmen mit Loben. Wir danken am, lob sie nun. Komm fair mit Danken. Das ist was wir erste Ding, was wir tun. Wir kommen fair mit Danken. Das nächste, dann kommen wir bei den Altar. Das wird der Altar, wo das Feuer alle geschlagen wird und wo der Blut wird und all die Dinge. Und ich glaube, für uns, wenn wir in Gebet gehen mit Gott, dann sollen wir nicht vergessen, was er hat getan für uns am Kreuz. Wir uns holen an, was er getan hat. Hier ist das so wie das ein Altar, da wir Blut, da wir, und wenn sie da vorbeigehen, sie wissen, dass somebody mit betont für uns sind. Somebody mit ihr Blut geben. Und wenn wir in Gebet zu Gott kommen, dann können wir sagen, Dankeschön Gott, dass du hast Jesus geschenkt, dass sein Blut hat mir alles betont, dass ich nicht frei sein kann. Wir werden das nicht vergessen. Wir werden nicht vergessen, was er hat Gott getan zu uns. Jesus hat das betont, er hat den Weg aufgemerkt, und wir werden das nicht vergessen. Wir werden fair am Kommen mit Konfidenz, mit Berufheit.
Nicht mit Proefheid werden, wer wir sind, aber mit Proefheid werden, was Jesus von uns getan hat, so ist es in Hebräer 4 sagt. So wer bis kommen, und dann können wir das tun. Lob den Herrn meine Seelen, verjährt nicht. Er sagt, verjährt nicht, was er die Gaudet getan hat, die all deine Sinnen verjährt. So, er hat all die Sinnen verjährt, was du getan hast, was nu, was du warst, dann hat er alle verjährt. Wer wird das nicht verjährt, wer kommen, sagt Dankeschön. Dankeschön, dass du mich hast frei gemacht. Wer kann sein die? Und er hat all deine Krankheiten geheilt. En die leven van verdorven geraad en met genade en met metelijk krankheid die. Dus hij leeft die, dat meint hij leeft die. En zo, ik kan die best zeggen, du wist je van der niet zijn, want hij die niet had uit die verdorven ruit geraad. Du bist hier, wenn Jezus die geraad heeft. En zo, dat we dat niet vergeten, man, wie ver aankomen, bloß am loven, am te danken, am goed te zijn, wenn hij ons goed is. En zo, wenn sie hier ist, dit zo weer gewas, dann het nächste, dann komen ze bij de grote Waschkamm. Dann sind sie bei der Waschkamm, wo sie sich reinmerken dann. Und so, das ist, wo ich bleibe, wo wir für Gott kommen sein. Ich gebe bis einfach mein ganzes Leben an. Ich gebe dir jeder Part von meinem Leben. Ich gebe dir jeder Part von meinem Leben. Sieh, das gerade Waschkamm, was wir, gerade das Ding, das wir von Glas gemerkt. Und so, wenn sie dann nachchecken, sie können sich selbst sein, sie gehen rein, wo steht das mit mir? Für sie würde gehen und Gott treffen. Und so, Jesus hat meine Sünden weggewaschen. Und wir können kommen und sagen, Dankeschön für meine Sünden waschen. Ich brauche mich nicht noch einmal waschen, aber ich will waschen. Ich will wiederkommen, ich will waschen. Und ihr seht mich, braucht das aus dem Spiel. Wenn wir kommen, ich habe denken, ich komme für Gott und ich kicke im Spiel und ich will, er soll auch noch mich kicken, wo steht das mit mir? Gott sagt einmal, wo das mit mir steht. Und ihr seht mein Hart, Gott. Und ihr seht mein Hart. Und prüft mich aus. En sei, wo ich das meine. Die Einstellung, die ich habe, mit den Schachen, wo ich das treiben will, oder so ich gerne behandeln will, erst dort, wenn ich aufjänstig sehe, oder wenn ich doll sehe, oder wenn ich, wo steht das mit mir? Und ihr seht mich, kickt im Spiel an. Und das ist, was wir kennen dann. Und sei auf, ich habe einmal auf dem Beisen Weg, sie leiden mich auf den eigenen Weg ab. Das ist, was wir kennen dann, wenn wir kommen. Gott, der will eine Gemeinschaft haben mit uns. Und Reimann sagte, Bruder, weil Gott so viel Gnade und Mitleid an ihn gewesen hat, muss ich auch den ganzen Körper Gott zu geben, als ein heiliges, lebendes Opfer, das Gott annehmen kann. Lass das in den Jessel ja Gottesdienst sein. Auf Englisch sagt er, lass das in Worship sein. Bet Gott ist das auch mit dem ganzen Körper. Wenn ihr nur den ganzen Körper checken dann. Und so, was haben wir dort dann? Was haben wir Gott anbeten, was haben wir am Loben, was haben wir uns ganzen Körper geben. Weil wir können anfangen, in uns Gebeten sagen, Gott von dir, hauptlos, dass ich reich denken, dass meine Gedanken reich sind, dass ich reich die Gedanken habe, gebe mir gute Gedanken. Und Gott hält mir, dass meine Ohren, meine ich, dass meine Ohren waren noch die harchen, dass ich nicht noch beiset harchen, dass ich noch gaudet harchen, ich deine Stimme kann, dass ich neindeilen kann, wenn du zu mir redest, merkt meine Ohren aufmerksam, dass ich die hören kann. Und dann gibt mir Ohren, was da waren Dinge kicken, was da rein sind, was da pure sind, und dass ich nicht in Lust leben. Gibt mir ein bisschen Schutz über meine Ohren. Und Gott hält mich mit meinem Mühl. Sagt und wacht über meinen Mühl, dass ich Dinge reden, die da abbühen, und nicht Dinge, die da doll ran, dass ich nicht fliegen will, dass ich sehen sprechen. Gott hält mich bis mit meinem Mühl von dir. Und dann Gott gibt mich hängen von dir, hängen, was da war, ob sind, um den Nächsten zu halten, nicht zu nehmen, was er nicht meint ist. Halt mich bis in diese Dinge, halt, dass ich Raum gebe, um den Nächsten mit mir hängen. Und dann Gott, halt mit mir Fight, halt mich, dass ich auf den Weg bleibe, dass ich von dort hingehen und hier hingehen und ja und proben, dass ich bloß vor ihr Fokus bleibe. Gott gibt mir Fight, was der Glück gehen down. Und so, das, was wir können tun, wenn wir sagen, dass wir geben uns ganzen Körper. Das, was das meint, dass wir beten an mit uns ganzen Körper. Nu gehen sie das Nächste, gehen sie dann in den Tent an. En dat, wo dat al touw is. En so dat eerste ding wat ze daar zijn, dat is de tolchlichthouder. Dat is een menorah op Engels. Dat is waar de lichten bijna branden. En so wanneer we in het Oude Testament kijken, in het Nieuwe Testament, wanneer het redt van 4,
dann ist es vielmal gemeint, dass es der Heilige Jesus ist. Und so ich denke so, wenn wir vor Gott kommen, dann werden wir den Heiligen Jesus auch anladen und sagen, schaff in mein Leben, Heilige Jesus. Schaff in mein Leben. Und so das Licht holen, da wir Lichter brennen und die brennen immer. Das soll immer brennen und das abgestellt, wir sollen immer brennen. Das soll die ganze Zeit an sein, dass das immer wird Licht sein. Und so, das wir nicht bloß so ein kleines Flamme, jetzt kleiner Candleholder, das wir ein großes Ding, als wir in Israel werden, nehmen wir das Bild auf, das ist ein neu gebautes Ding. Und das sind die 7 Dinge, wo die 7 Lichter, was da wird nennen. Das beschreibt hier, dass wir das neue Gebet nach derselben Mut, was sie glauben, nur das zweite Mal, was der Tempel versteht wird oder angebracht wird. Und so das, was sie sagen, wenn sie in den Tempel kommen, mit diesen Candles, mit den Lichter, was da brennen. Das repräsentiert bloß von uns, von der, dass wir brauchen den Heiligen Jesus, dass uns lädt, dass uns Tag für Tag lädt, und wir können Gott fragen. Auf verschiedene Wege, aber some sagen, dass diese 7 Lichter sind verschiedene Leben dort. Some sagen, hat zu tun mit den 7 Däuen und Werk, oder sind verschiedene Dinge. Aber some sagen, das hat zu tun mit, dass wir können vor Gott kommen, und das hat zu tun mit hat zu tun mit den Heiligen Jesus, dass wir können fragen auf 7 verschiedene Wege, wo uns leiden kann. Erstens, dass wir geleitet sind von den Heiligen Jesus, das ist Nummer 1. Und dass wir ein Jesus haben von Weisheit. Uns fehlt alle Weisheit, so wir fahren kommen, Frau Gott, gib mir Weisheit. Durch den Heiligen Jesus, gib mir Weisheit von dir. Gib mir ein Jesus von Verständnis. Gib mir ein Jesus von Rot. Wie fehlt Rot? Ich weiß nicht, wo ich das hier soll. Heiliger Jesus, leid mir dort. Gib mir ein Jesus von Kraft, dass ich Kraft habe, wieder zu gehen. Gib mir ein Jesus von Erkenntnis, dass ich dienen sterben kann, von Erkenntnis in den Dingen, wo ich durchgehe im Leben, dass ich Erkenntnis habe. Und dass ich ein Jesus habe von die Ehren und von Menschen herum Ehren. Das ist, was wir können tun. Und so, das sind 7 verschiedene Wege, wo wir können, bis den Heiligen Jesus fragen, dass uns lädt. Und dann, wenn wir in Gebet sind, dann können wir auch fragen, Gott, nu halt mir, dass diese Frucht von den Heiligen Jesus wird zu sein in meinem Leben. Dass da was Leib zu sein in meinem Leben, dass ich was Freude habe, dass ich was Frieden habe. Und Gott, gib mir Geduld, dass ich was sein diesen Tag, dass ich was Geduld habe. Und ich denke manchmal an die jungen Mamas mit kleinen Kindern, da fehlt Geduld. Aber ich denke auch an die Geschäftsmänner, die in der Bank sind, oder mit großen Deals schaffen, oder die langen Weg fahren, oder wo immer sie sind. Gott, gib mir Geduld. Ich glaube, wir alle können sagen, gib mir some Geduld, gib mir Freundlichkeit, dass ich was freundlich sein, gute Sachen, eine gute Attitude habe, Glauben habe, Gelindigkeit, und dann würden wir können sagen, oh my goodness, das Heilige Jesus, gib mir von der beste Kraft, und diese Frucht wird zu sein von Selbstbeherrschung, bloß Self-Control. Wie würde gleich alle sagen, man, wenn ich mich ein bisschen klein da könnte selbst bearbeiten, klein mehr selbst beherrscht wird haben, und Self-Control hat gehabt, dann will ich nicht in den Diaper Trouble hineingegangen. So wie, das ist ein Ding, was wir keine Frau. Heilige Jesus, hilf mir das, dass ich in das leben kann. Und dann, wenn sie schwer da gewesen, dann das nächste, dann gehen sie nach den Dash. Das ist der Dash von das geweihte Brot. Und hier, an diesem Dash, da werden 12 große Boltjes mit Brot. Jeder Tag wird frisch gebacken. Das wird frisches Brot. Und ich weiß nicht, wo der Jünger jetzt, aber es ist in den Hüsten ankommen, wo das frische Brot scheinrig. Ich kann noch mehr kriegen, Mama, oder Brot recken, wenn das Hüst scheinrig. Das ist es direkt. Da wird scheinend frisches Brot gebacken, wenn sie bei den Dash werden. Und so, was das für uns meint, ist, dass wir Gott sein Wort vorlesen. Wenn das redet vom Brot, das meint Gott sein Wort. Das ist von was wir leben. Wir leben von Gott sein Wort. Und so, wenn wir Gott sein Wort lesen, wenn wir horchen, was er zu uns redet, durch Gott sein Wort. Das ist das einzige Ding, was uns im Leben hält, jährlich, dass wir in Gott sein Wort bleiben. Und so, gib mir ein bisschen Brot und some Peanut Butter und some Sapsel und sei was los, nicht? Und so, sie kamen da bei diesem Dash und Brot, das meint Gott sein Wort. Und Jesus, der braucht das ab. Jesus, der wird versucht, und dann sagt er, es das so. Er sagt, Jesus aber antworten sagt, das steht geschrieben, der Mensch schläft nicht bloß vom Brot, aber von allem wird, der Gott geredet hat. Und das ist die Bibel. Das ist die Bibel. Dus wir leben nicht bloß vom Brot, wir leben auch von Gott sein Wort und das, was dort repräsentiert. Und dann das nächste, dann kommen sie bei den
Den Altar von den Rückopfer. Das ist der letzte steht, für sie das Allerheiligste angehen. Sie haben sich gewaschen, sie haben das Brot gehabt und das ist anerkannt, wer Gott sein Wort in ihr Leben und so weiter. Nu kommen sie bei den Rückopfer. Und jetzt wird es scheinrecht. Hier ist kein Blut mehr, keine Tiere mehr. Hier regt es Schein. Das ist Bodyworks, was immer ihr das nennt, Bath and Bodyworks oder was immer. Hier ist das wird es scheinrecht. Kein Blut, keine Tiere. Und ich weiß nach der ersten Zeit, dass wir nochmal in der Mal wären, sie jenken sind Stuhl an. Ich bleibe von bitte auf mit Stuhl. Ich wundere, was wir, wenn mir sagt, so, dass wir da bloß für früh ist, was der Bath and Bodyworks gleichen. Aber nö, ich gehe auch nicht. Ich habe mir auch all das Scheinrechtstoff. Aber anyway, das Altar, der riecht ja die ganze Zeit über. Wenn das abgestellt wird, dann riecht das und das gibt der scheinet Geruch. Scheinet Geruch wird da, das wo sie vorbeigingen, für sie mit Gott treffen. Na, wo kann wir ein gutes Geruch bringen nach Gott? Bei ihnen steht, sagt, mein Leben soll ganz so sein, Gott, als ein scheinet Geruch zu dir. Und die Frau ist, wo können wir das tun? Weil wir können das tun mit ihm bloß loben und am Preisen, sie Namen preisen. Erst am Anfang reden wir von Gott loben und am Preisen. Hier reden wir von ihm bloß ehren mit seinem Namen. Und wo wir das können, dann ist es einfach seine Namen sprechen. Gott hat verschiedene Namen. Es ist nicht bloß, hey Gott, er hat verschiedene Namen. Und die Namen, die repräsentieren, wer er ist. So wenn du weißt, dass eine andere Person eine Ehe sind zu dir oder ein Segen sind zu einer anderen Person, dann sei der bei Namen. Brauch der einen Namen. Wenn das eine Ehe für die Person, weil das ist mein Name. Und ich weiß, dass für mich, ich sehe nochmal auf einer Pastors-Meeting gewesen, und Teil Pastors, was der Top wir, und so erst wir alle Top in eine Stunde, und von da war uns abgeteilt, und ich wundere dann, wo ich zaten, oder mit wem Top ich zaten, wo soll ich nun zaten? Und als wir in die Stunde ankamen, dann sage ich auch von eng auf den Dash, da wir den Namen da. Und ich kann kurz mein Name sein, mit meiner Description, mit wer ich sehe und was immer. Und für mich wird das nie. Nur weil ich kriege, wo ich kann hingehen, das, wo ich kann zaten. Ich habe das einmal belebt, wenn wir wegfliegen, wo eine große Ieescht-Company, und wir für die besiegt, um seine Ieescht auszufangen. Wenn wir dann kommen in der Fairlife, das erste, was wir ein großer Screen, und das sehen mein Name da an, von wo ich komme, wer ich wir, oder wer ich sehe. Und so für mich hilft das eine Ehe. Mir wird das eine Ehe, dass sie meinen Namen brauchen. Und so Gott ist das eine Ehe, wenn wir seinen Namen brauchen. Und es steht, wenn wir sagen, hey Gott, und so, wer wir seinen Namen brauchen. Hier ist ein Beispiel. Und ich habe einen persönlichen Freund. Aber ich nenne ihn nicht bloß ein persönlicher Freund. Ich habe einen Namen. Sein Name ist Carney Peitasch. Carney, das ist mein Freund. Er ist mein persönlicher Freund. Dort beschreibt, wer er ist zu mir. Er ist mein persönlicher Ratgeber. Das beschreibt, wer er ist zu mir. Er ist mein Gruppenlehrer, unser kleiner Gruppenlehrer. Und das ist, wo er beschrieben ist bei mir. Das ist, wer er ist zu mir. Und so, ich brauche nicht bloß sagen, hey, oder du. Ich kann ihm benennen, nein, auch. Ich kann ihm sagen, wer er ist zu mir. Er ist mein Ratgeber, er ist mein Freund. Er ist mein Gruppenlehrer. Und wie kann das tun zu Gott? Wie kann Gott benennen? Wie kann Gott sein? Wie kann ich sagen, Gott, danke schön, dass du mein Radar bist. Du bist der Radar. Du bist mein Ratgeber. Du bist der Prinz von Frieden. Du bist mein Treuster. Du bist mein Freund, Gott. Und du bist mein Vater. Und wie kann ihm ehren mit dort, wenn wir ihm benennen? Wo werden wir dort? Wenn das sagt, ist das, den Herrn sie Namen als der starke Term, der gerechte, der smarte Menschen, der weise Menschen, der rennen durch Herrn und die sind sicher in Gottes Namen. Und so nu, das nächste, nu gehen sie in das Allerheiligste nehmen. Nu merken sie die Gardine auf. Und nu treffen sie Gott da. Nu können sie Gott sein. Nu reden sie direkt mit Gott, face to face. Was willst du tun, wenn du auf einmal angesicht mit Gott reden kannst? Sei können. Na, ich weiß, dass Jesus die Gardine aufgemerkt, wie kann am Vorder kommen. Und das fällt sich für mich auch manchmal persönlich, wenn ich mit Gott rede. Aber sie sagen, und so, was tun wir, wenn wir persönlich mit Gott reden? Wir reden für andere. Wir reden Gott für andere. Wir sind zwischen auf Gott.
Und auf gut, der redet, aber wenn du auf gut annimmst, dass der soll für die reden, der redet sehr gut über die. Vielleicht bet das, was das wirklich ist. Wir sind bitte auf gut. Der redet gut für uns. Das ist, was wir tun, wenn wir Gott treffen. Wir reden für unsere Familie. Wir reden für Freunde, die dicht bei uns sind, was rot fehlt, oder Ideen haben, wo sie ihre eigenen besser merken. Wir reden gut für unsere Teenagers. Und wir wollen haben, dass sie erwachen. Für die jungen Menschen, für die älteren Menschen. Wir reden gut über die Autorität, was der über uns ist. Das ist eine von den Ursachen, wie wir von Cocktail, was Rubio fahren, haben trägt. Und wir beten für die Obrigkeit, für die Hochangestellten, die angestellt sind in unserer Gegend. Menschen, die einen großen Einfluss haben, hier, wir beten für ihn. Wir stehen an, wir reden gut für ihn. Zu Gott. Das ist, was wir tun, wenn wir in die Gemeinschaft kommen mit Gott. Wir reden gut von unseren Freunden, wir beten für ihn. Das ist, was wir tun. Auf Englisch würde es sein, we intercede. We intercede. Wir kommen an und wir reden gut für ihn. Das ist, was wir tun, wenn wir in Gemeinschaft kommen mit ihm. Das meint nicht, dass wir nicht die Dinge fragen, die uns ablegen. Aber vielmal sind das kriegt diese Dinge, die ich abgenannt habe. Manchmal ist es persönlich, Dinge, die mir auch fehlt. Aber vielmal, wenn wir bei diesem Level sind, die Steps sind durchgegangen, dann wollen wir bloß noch für den Nächsten beten und intercede für them. Das ist, was wir tun, wenn wir fair ankommen. Er sagt, erstens, Bruder, ich könnt nu, dass je dringend beten. Bet für andere. Bet für andere, wenn ihr im Gebet sind. Und Dank für alle Menschen. Dank für die Menschen. Und wenn ihr nicht weiter für wem ihr alle danken sollt, dann bet für die Königs, die Hochangestellten, die Governors, der Präsident, der Vorsteher, die Menschen, die der Rahmen sind, die hochangestellt sind, die immer sind, die Autorität. Dass wir in Gottesfurcht und Aufrichtigkeit ruhig leben können. Das ist, was wir wollen tun. Na, wo fängt das an? Wenn wir ruhig leben. Ich glaube, mit Ieescht bäden. Ich glaube, das fängt an mit Ieescht bäden. Na, ich weiß, dass wir brauchen nicht, dass die Stauben alle allein gehen. Wir können bloß Glück nach Jesus kommen. Wir können Glück nach voran. Mit unserer List. Und heißt alle Minuten, alles zu können rein zum Horchen und uns zu leiden. Wir brauchen gar nicht die Stauben alle durchgehen. Aber wo würde es lohnen, wenn wir uns Zeit nehmen? Wo würde es lohnen in uns Leben, wenn wir diese Stauben nur gehen? Das ist ein Prinzip, was Gott dann den Israeliten gibt. Und ich glaube, das ist jährlich von der nach immer. Das wird auch den Zweig tun. Wir machen das nicht tun. Aber das ist ein Prinzip, was wir können anbauen. Ich sage das als ein Model. Das ist ein Muster, ein Model, was wir brauchen können, wenn wir in Gebet kommen für Gott. Und so ich will nicht bis leiden in Gebet. Ich freue mich, dass ihr abstehen und dann janken wir zu leiden in Gebet. Und nur dem noch ein Leid singen. Dankeschön, Gott, dass wir dein Wort haben. Dankeschön, dass du so gut bist zu uns. Dankeschön für dein Wort. Und Gott, vielmal kommen wir noch die, bloß mit unserer Emergency List und wir sagen, hier ist das und halt mich kriegt nicht. Und Dankeschön, Gott, dass du uns vorher bist, leiftolig bist und du kriegst dann uns auch Hals. Aber Gott, wir wollen wissen in das. Und wir freuen bloß, dass von hier wieder, wenn wir beten und dass wir darum denken, dass wir dir danken, für was du getan hast für uns, bist einfach loben und danken. Wir danken dir für das Kreuz, wir danken dir, dass du hast unsere Sünde betont, du hast das Blut utscheren lassen, Jesus, du betonst für uns. Dankeschön dafür. Und Dankeschön, Herr Jesus, dass du mit uns bist. Gott, wie weit? Und Jesus, wie weit, wie war die ein Tag sein? Wie war die sein im Himmel? Aber Dankeschön, dass du nur hast den Herr Jesus hergeschickt, dass er mit uns ist, mit uns jetzt, uns Freund ist. Und Dankeschön für dein Wort, dass wir das können so brücken als Braut in uns leben, dass wir von dort leben. Und Dankeschön, dass wir bis keine fertig kommen, als mit uns leben, bloß einfach entscheidet Geruch mehr und die mit so wie leben an unsere Gedanken, an unsere Üben, an unsere Hängen, an unsere Fight. Daraus kann alles das entscheidet Geruch sein für die Gott. Und Gott Dankeschön, dass wir die benommen können und dass wir können fertig kommen mit Konferenz. Wir können bei dir sein voran, bloß uns krank sein, wo uns das jetzt. Und du bist leiftolig und gut zu uns. Dankeschön, Dankeschön dafür. Wir loben dich und wir danken dich in Jesus' Namen. Amen.